Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und wir dürften einmal weitergehen, so wie es aussieht. Die Propheten des Feuerherzens warten hinter der Dämonentür auf euch. Ihr tragt die Maske von Messerjack. Die Propheten sahen die Ankunft eines solch legendären Helden voraus. Die Auferstehung der Herbeirufer in der nördlichen Einöde ist eine neue Bedrohung für alle Lebensformen. Wir haben dies seit langem befürchtet. Hinter meinen Mauern liegt das Feuerherz. Dort sprecht ihr mit den Propheten, die darüber wachen. Ihr dürft eintreten, aber achtet auf den Herzschlag. Er hat viele vor euch versenkt. Okay, Herzschlag achten. Wir sind die Propheten des Feuerherzens. Es war euer Schicksal, uns aufzusuchen, o Held. Die Bestie erhebt sich im frostigen Norden. Nur wer das Herz bekommt, kann sie stoppen. Seine Kräfte führen euch über das Meer. Dort trefft ihr auf eine Kraft des Bösen, dessen Wut noch nicht einmal der Tod stillen kann. Was soll denn das? Sagt ihm einfach, er soll uns hier rausholen. Ja, dazu kommen wir noch. Um das Feuerherz zu holen, müsst ihr das Rätsel von Tag und Nacht lösen. Und wir sind endlich frei. Seht die Tafel vor euch an. Jedes Mal, wenn ihr alle Monde in Sonnen verwandelt, erlöst ihr einen von uns aus dem ewigen Gefängnis. Füllt ihr das Brett aber mit Monden, stirbt einer von uns und das Feuerherz wird nie euer sein. Was? Ihr sagtet doch, er bekäme es, auch wenn er uns alle tötet. Ich habe es gehört. Still, Dummkopf! Es ist ganz einfach. Löst das Rätsel, holt euch das Herz und wir kommen raus aus diesem Loch. Alle sind zufrieden. Alles klar? Dreh alle Plattformen auf Sonnensymbole, um einen Propheten zu befreien. Dreh alle auf Mond, um einen zu töten. Vollende alle 5 Runden, um das Feuerherz zu bekommen. Okay. Danke sehr. Nutzt das Feuerherz weise. Ich hoffe, ich komme auch da raus. Mond zu Sonne. Das ist gut. Sonnig, sonnig. Oh, was geschieht da? Das Licht ist so schön. Mutter? Ich komme. Ausgezeichnet! Befreit mich als Nächsten und ihr könnt tun, was ihr wollt. So geht's. Und jetzt weiter. Oh nein! Hat noch jemand schweißnasse Hände? Nein, nicht mich umbringen. Nimm die anderen. Nein!
brutaler Kerl. Okay, den Fall habe ich den falschen gebracht. Einen habe ich den wollen. Ein Edelstein von atemberaubender Schönheit und mit mystischer Macht. Aber was man jetzt da nützt, weiß es auch noch niemand, oder? Habt ihr das Feuerherz? Ausgezeichnet. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ich schätze, die Propheten haben Spaß gemacht. Ihr bekommt immer die lustigen Sachen. Tja, ich habe diese Herbeirufer-Kreaturen untersucht und glaube langsam, dass es nicht gerade sehr klug war, das Schwert der Ewigkeit wegzuwerfen. Diese Dinger sind übel, aber zu spät, um da noch was zu machen. Vielleicht nicht. Es ist zwar nur eine Legende, aber Geschichten erzählen von einer mächtigen Waffe, die in der Gilde versteckt ist und die Essenz aller hier begrabenen Helden enthalten soll. Aber der Einzige, der daran jüngst wirklich interessiert war, ist Mace. Er war besessen davon, sie zu finden. Jetzt wissen wir auch warum. Vielleicht findet ihr in seinem alten Quartier, was er entdeckte. Denkt dran, das Feuerherz muss unbedingt im Leuchtturm der Hookküste platziert werden. Seine Kraft beschwört das Schiff, das euch in die nördliche Einöde bringt. Nochmals viel Glück, o Held. Okay. In dem Fall sollte ich vielleicht so schlagen, dass ich neue Waffen bekomme. Und die müsste in der Gilde sein. Ihr Der Stein, den wir jetzt gewonnen haben, sollte noch bei der Hookküste im Leuchtturm platzieren. Er hat es geheissen, aber jetzt schauen wir uns zuerst mal, ob wir eine Chance haben, um das Schwert zu finden. So, mal ein bisschen heilen, wäre vielleicht auch noch intelligent. Mal schauen, was da noch Quests zum hat, vielleicht. Lösegeldopfer, okay, Quest jetzt überall noch ein paar rum da, aber ja, es ist ein cooles Spiel, aber eigentlich habe ich es mittlerweile ein bisschen gesehen, darum treiben wir doch wirklich mal die Hauptstory ein bisschen für sich. Erster Eintrag. Hinweise auf Avos Träne sind schwer zu finden, aber ich gebe nicht auf. Wenn ich seine Macht in meinen Händen hielte, würde alles anders werden. Ich könnte ihn damit selbst aufhalten oder das Schwert wenigstens jemanden anvertrauen, der den Mut hat, sich ihm entgegenzustellen. Eine Geschichte der Gilde. Zweiter Eintrag. Heute habe ich die bisher beste Beschreibung der Legende über Avos Träne gefunden. Sie befindet sich im Anhang einer seltenen Ausgabe von Eine Geschichte der Gilde und beschreibt, wie das Schwert erschaffen wurde. Leider wird darin nicht erwähnt, wo es sich verstecken könnte. Oder so. Dritter Eintrag. Endlich! Ich habe eine zerflederte Schriftrolle mit dem Ort von Avos Träne gefunden. Die Träne zu bekommen könnte nicht einfach sein. Man muss einfach nur die Inschrift auf dem leeren Grab im Hof der Gilde lesen und an die Waffe denken und von
den alten Helden bewertet zu werden. Ich kann nur hoffen, dass sie meine wahren Absichten erkennen und mich für würdig befinden. Es hat nicht funktioniert. Ich bin für immer in seiner Hand. Okay, da ist schon verzweifelt noch. Also müssen wir einfach vor das leere Schild stehen, hat's geheißen. Da noch, nein, das ist gerade Ruhe, hat noch so ausgesehen. Schauen wir mal, ob wir bewertet werden da. Ihr seid reinen Herzens, wie wir sehen, und habt die ultimative Macht zugunsten des Landes aufgegeben. Wir halten euch für würdig, o Held. Möge Avos Träne in euren Händen die bösen Kräfte verbrennen. Infos? Oh ja. Den sollten wir da noch ausrüsten. Hey, ich habe jetzt nicht X gedrückt, mir jetzt einfach mal wundert noch, wie sie aussieht. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir noch Tränen platzieren im Leuchtturm. Und zwar da. Mal schauen, ob da wieder ein paar Gegner auf uns warten oder ob wir noch ein bisschen Ruhe werden haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob der Teil von der Geschichte zu der... Oh, Held, ich habe euch erwartet. Wie ihr seht, wurde die Stadt auf Veranlassung des Gildenmeisters evakuiert. Muss was Ernstes sein, hm? Es war nicht leicht, alle kurzfristig rauszubekommen, aber wir Wächter verstehen unseren Job. Echt, ich könnte euch Geschichten erzählen. Aber das interessiert euch sicher nicht. Dann werde ich euch jetzt in Ruhe lassen, Sir. Guten Tag. Okay, in dem Fall wird da noch ja nicht bis auf uns warten im Jahr. Ich nehme jetzt mal an, dass es uns nicht einfach so einfach gemacht wird, oder? Oder schon? Okay, da ist auch noch ein Silberschlüssel gehabt. Sind wir eh weit entfernt, um die selber komplett zu finden. Ich nehme an, das Feuerherz ist platziert? Gut. Wir treffen uns unten. Laut den Büchern soll das Schiff ankommen, sobald das Herz seine volle Kraft entfaltet. Was zum Teufel? Ein Herbeirufer. Er will das Herz zerstören. Wir müssen es beschützen. Kommt schon, wir müssen ihn stoppen, bevor er das Feuerherz zerstört. Los, wir schnappen sie uns! Solange es uns bekämpft, greift es das Herz nicht an.
Herbeirufer. Das Herz braucht mehr Zeit zum Aufladen. Kommt schon! Wir haben Gesellschaft. Wir müssen die Herbeirufer davon abhalten, das Feuerherz zu zerstören. Wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft. Das Feuerherz muss beschützt werden. Wir müssen die Herbeirufer davon abhalten, das Feuerherz zu zerstören. Schnell, es ist noch ein Herbeirufer übrig. Ja, ist auch nicht alles. Und los geht's. Greift nicht mich, sondern die Herbeirufer an. Es muss beschützt werden. Wie schnappen Sie uns? Los, wie schnappen Sie uns? Hier ist das Boot. Ist gemütlich. Wenn ihr in der nördlichen Einöde seid, aktiviert euer Gildensiegel die Teleporter dort, dann komme ich zu euch. Schnitter hätte es schon lange getan, aber er zerstörte sein Siegel, bevor er ankam. Wollte wohl nicht, dass Mace von seinem Plan erfuhr. Nun dann, gute Reise. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht beim nächsten Wiedersehen? Das seltsame, stille Schiff setzte die Segel und entschwand. Tag um Tag durchpflügte es die Wellen. Ein Phantom des Ozeans in ständiger Fahrt. Und dann ragten die ersten Eisspitzen aus dem Nebel am Horizont. Dies war das Ufer der vergessenen Bucht. Dahinter lag die nördliche Einöde. Okay. The Lost Bay. Willkommen in der nördlichen Einöde. Ich hielt euch schon für verloren. Ich bin Schnitter. Mein Name ist in der Gilde, jedoch dank Mace schon längst vergessen. Leider kann ich euch nicht persönlich treffen. Ich muss im Dorf Snowspire bleiben und es vor Herbeirufern schützen. Sie sind schrecklich, aber nur ein Symptom einer viel größeren, sich in diesem Land erhebenden Macht. Trefft mich in Snowspire im fernen Norden. Dort erkläre ich alles. Und dann suchen wir das alte Orakel der Stadt auf. Hoffentlich lässt es sich aktivieren und kennt die Antworten. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Hey, die Teleporter sind in Betrieb. Schön.
Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnitter gesprochen habe. Bis später. Okay, schön für die. Da könnten wir noch angeln und da hätten wir noch die Truhe, wo uns nicht nützt. Okay. Okay. Dann lassen wir doch das für heute. Okay, ein Silberschlüssel. Ja, in dem Fall hat das Ganze zum eigentlichen Spiel gehört, vermute ich mal. Seitens sind noch ein paar zusätzliche Schlüssel versteckt. Was ich aber eher nicht denke. Okay, dann gibt es aber noch eine andere Ausrüstung dazu. Oder zumindest mal einen anderen Helm. Oh nein. Diamant. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es von dieser Folge. Vielen Dank, sind da wieder mit dabei gewesen und dann werden wir uns nächstes Mal schauen, ob wir den Schnitter finden und ob wir dann in der Story wieder ein bisschen weiter vorschreiben. Somit vielen Dank, sind ihr wieder mit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.